Wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Okay. Das Winzer-Protokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Oh ja. Ja. Ne, ist Allure. Hervelus. Den mag ich. Schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Esther. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Promo. Hier drüben ist Pomino. Pomino. Gehen wir mal hochgucken. Wer bist du? Sangial, Jahrgang. Fast. Sangreal, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Bin ich ja dabei. Dumme Kuh. Scheiß Kosek. Grundzess. Ein Jahr zu früh. Sangreal. Das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Jetzt aber, genau. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Okay. Oh, Mensch. Das hier ist voll. Voll. Hallo. Alter, das nervt. Voll. Das Voll. hier ist auch voll. Voll. Ja, dann ist es das, was ich... Dann ist es das hier, was ich nicht anklicken kann. Ja, geht doch. Das hier ist auch voll. Hey. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Okay. Finde ein Haar und ein Hand. Da unten. Zapfhahn. Zapfhähne. Hammer. Hier sind die Hähne. Dann an die Arbeit. Stechen wir sie an. Okay. Bereit. Geht zur Seite. Nein, bleib oben. Bleibst du oben? Und? Leicht rauchig, hoher Tanningehalt. Eindeutig Sangreal. Nicht, dass ich die Key durcheinander bringe, weil ich jetzt alle Fässer beieinander aufmache. Ah, ja. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen.
Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Oh ja, das wird jetzt ein bisschen uncool für den Fio. Fabricius. Für die Fio. Fio. Hallo. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte, vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Also hast du es nicht... Okay. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Wie hast du den Wein ausgeliefert? Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Forastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Das reicht. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Ach du Scheiße. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Forastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, es kann losgehen, aber... Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. An sich will ich das ja auch noch machen. Ja, komm, das machen wir auch noch. Ja, wir sind schon fast unterwegs, also von daher. Entspann dich. Wir Wie warten hier. Ja.
unser lieber Winzer. Das ist er nicht. Wow. Sieht das richtig aus. Ja, das habe ich mir soweit gedacht. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte es nicht angefangen. Spielstand laden. Bisschen wieder verrutschen hier. Mikrofon umsetzen. So. Aber wir haben es gleich geschafft. 4 Stunden Aufnahme am Stück. Yay! Und natürlich hoffe ich, dass nicht alles für den Müll war. Wie gesagt, ich habe nur eine kleine Folge Testaufnahme gemacht und ich hoffe, dass es so weit funktioniert. Das mit der Stimme und Desktop-Audio kann ich noch umändern im Schneidprogramm selbst. Aber das überspringen wir jetzt. Okay. Ja, cool. Okay, up. Okay, zack. Hey, Alter. Nerv mal nicht so rum. Wie ging das nochmal? Oh Mann. So. Okay, hör. So. Schaden, genau. Hopp. Ja, bitte. Das halten mich sogar. Das ist ziemlich cool, die Rüstung. Okay, die Rüstung finde ich cool. Bilde ich es mir ein oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Du hast es keinen Grund, mir zu vertrauen. Wie hat er? Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Das war klar, dass sie mitkommt. Ich bin nicht überrascht. Ich dachte mir, dass sie das hier persönlich überwachen will. Das Auge des Herrn macht das Kalb fett. Du fängst an, das zu verstehen, wie ich sehe. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte, wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was?
Famosität. Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann, ich brauche das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt. Dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zentrier. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Komm, wir gehen dahin. Auf in die Stadt. Ich bin mal gespannt. Also die Geschichte ist schon geil, die sie hier erzählen. Ich finde es nur schade, dass es wirklich der letzte Teil ist. Oh, wir haben schon Stufe 42 erreicht. Ich muss mal meine Punkte wieder weiter vergeben. Es ist spät. Entspann dich. Er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zentrier kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Ja. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Der Sänger könnte auch ein Mittelsmann sein. Er hat einen Fehler gemacht, der uns nützt. Früher oder später passiert jedem ein Schnitzer. Der Zentrier hat den Sangreal gestohlen. Das war sein Fehler. Wenn wir nicht den Weinfleck gefunden hätten? Das stimmt, wir hatten Glück. Und wir wissen auch nicht sicher, ob er wirklich hinter der Entführung steckt. Wir müssen den Zentrier finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen, ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand.